Wir fangen von der eine frische Botschaften an, eine Series. Und ich habe diese Series genannt Mea Von Jesus. Und was ich will haben, wir sollen tun, ist eine Kirche, besonders ist eine deutsche Service. Da wir sollen uns hart aufmerken und lassen uns Unger Segen zu sein, wo können wir Mea Von Jesus beleben. Uns Glauben ist nicht, so nicht, bloß don't sagen, was wir sagen, na, wir glauben das, wir tun das und wir tun dort. Bei uns Glauben ist Gebet an ein Ding. Wir wollen eine tiefere Gemeinschaft haben mit uns Gott, wer uns gerat hat. Die Bibel lehrt uns, dass wir sollen für die Ewigkeit leben. Ich weiß nicht, was von Bild die haben von Ewigkeit, welche Menschen, die malen ein Bild von Engeln, die sind gemalt, das sind kleine Babys, haben diese kleine Pflichten, fliehen Rahmen und spielen den Horb. Und dann denken wir zu uns selbst, na, wenn dort ist der Himmel, wenn dort die Ewigkeit ist, mir interessiert das nicht sehr. Weißt ihr, was das Beste denkt, was sein von der Ewigkeit? Wir wollen ruhen können, wir wollen Gemeinschaft haben mit Gott, da wird auch nichts sein, was die Gemeinschaft kann verdorben. Ewigkeit ist Gemeinschaft mit Gott, für die wir in Christus sind. Und ich will haben, wir sollen in dieser Series uns Leuten ansporen, dass wir können nu all hier auf dieser Erde mehr von Jesus. Ich will nicht haben, dass ich und du in Gelegenheit vorbei lassen gehen, dass wir würden haben können, mehr von Jesus beleben hier auf dieser Erde. Und dass wenn wir sterben, und wenn wir im engen Leben sind, wir trägticken sein, ich habe mehr von Jesus, aber ich will nicht. So ich will haben, das so in welcher Weise wir würden können sein, das ist ein klein bisschen in der Erweckungsseries, ein klein bisschen in der Revival-Series. Wir wollen trägen und den Grund lernen, was sollen Christen tun, dass wir können mehr von Jesus beleben, besonders in Gemeinschaft. Von der werden wir an ein Thema reden, und das ist Gebet und Besennung. Und in Englisch, das Besennung wird, das Wort, was wir würden nennen, das Meditation. Meditate, was meint das? Und ich will noch ein bisschen erklären, bereden, was ich meint und was die Bibel lernt an das Thema. So, wenn wir anfangen von diesem Thema reden, was ist Gebet? Sei einfach, sei simpel, das ist frei, was ist Gebet? Und das ist wirklich, wenn wir eine simple Phrase haben, das ist wirklich, das ist so simpel wie wir denken vielleicht in erster Meier, oder wo soll wir das verstehen? Ganz simpel gesagt, Gebet ist zu Gott reden und Gott uns selbst offenbaren. So, das ist nicht bloß, dass wir mit Gott reden, wir sollen uns offenbaren, wir sollen uns wiesen zu Gott, wer wir sind. So, das meint, dass Beten als Meier ist, bloß zu Gott reden. So, es sind ein paar Sorten Gebet, wir sehen in der Bibel, das sind ein paar Sorten Gebet. Die ersten zwei, das ist ein klein bisschen Unterschied, das erste ist mit ordentlicher Taub beten. Und das ist, was wir von Deus Mars tun und deuten, wir tun mit ordentlicher Taub beten. Wir sehen in 1. Timotheus, Kapitel 2, der 8. Vers, sagt es steht. Was ich nu haben will, ist dort der Mondslied, wo immer sie sind, beten. Sie sollen hell ihr Hang abheben können und nicht Betennis oder Zweifel am Hort haben. So, das redet von, wann Menschen taub kommen. Ich glaube, wir würden können sein Mondslied, wir würden uns hier alle nennen können. Und in Lukas Kapitel 19, 46. Vers sagt es steht, und Jesus sagte an, dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. So, wenn wir taub kommen, unser Tag ist nicht, unser Tag Gottesdienst, unser Andacht ist nicht vor dort, dass wir Gebet haben. Das soll ein Bethaus sein. Die Ober haben durch eine Rebehall gemerkt. Und was hier sein, das ist, wir sollen, wenn wir taub kommen, ist es nicht klar. Das hängt nicht an uns Gebet, das ist die Versammlung. Wenn wir taub kommen, wir sollen Menschen, und Menschen sein, was beten tun. Wir sollen nicht brücken von unserer Ehe und unsere inne Gebrauch.
Ein anderer Unterschied ist, wenn wir persönlich allein beten tun. Ich glaube, viele von uns würden sagen, ja, ich bete immer. Wenn ich allein bin, ich kann stellen, ich bete zu Gott. Und ich glaube, viele von uns tun. Aber wenn wir das ganz würden tauschen, ich glaube, viele von uns, wir kämpfen damit. Wo können wir lernen, wenn wir allein sind mit Gott, wo können wir lernen zu beten? Und ich will sagen zu uns, und das ist something, was ich selbst belebt, lernen beten, das kommt nicht automatisch. Wir müssen uns dort lernen. Wir denken so, das soll bis kommen von Christus, das kommt nicht bis automatisch. Wir sollen lernen, wo wir können, wenn wir allein sind, beten zu Gott. Philipper Kapitel 4, 6 bis 7 sagt es steht. Sorgt euch nichts. Lot Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was euch fehlt. Und Gott seine Friede, der weit über alles geht, was Menschen verstehen kann, was ihnen Horten Gedanken in Christus Jesus bewahren. Verliert, wenn je allein sind und jene Gedanken, dass je Sorgen tun. Verliert, dass je Angst sind. Was sagt, dass wir sollen tun? Wir sollen beten, wir sollen prachen und wir sollen danken, dass Gott unsere Gebete hören wird und antworten wird. So das ist, wir sollen beten mit unseren Tauben, wir sollen, wenn wir allein sind, beten. Dann sind ein paar andere Sorten Gebete. Die erste Gebet, was erste Sort ist, wenn wir würden Gott loben oder Gott preisen oder Gott danken. Das ist vielleicht ein kleines bisschen Unterschied zwischen den drei, aber dort ist, wo wir für Gott kommen. Und ich will von der mit ein Beispiel bringen, wo wir würden persönlich mit Menschen reden. Wenn wir sehen, dass unseren Jungen oder unseren Sohn oder Tochter haben, was Gott hat getan, wenn wir nur die würden gehen und würden sagen, Dankschein. Oder dort loben, was von der Arbeit zu deuten, dort ist eine Person loben. Wenn wir zu Gott kommen, wir am Loben da und wir sagen Dankschein für was er getan hat für uns. Und wir tun am Preisen nicht bloß für was er tut, aber wer er ist. Gott ist leibtollig, Gott ist gnädig, Gott ist gut, Gott ist reich. Und wir wollen am Preisen für wer er ist. Und dann nach einer ist, dass wir sollen anstehen in Gebet. Wenn du Not ist, wenn du Bedürfnisse sind, wenn das schwer ist, wir sollen für uns selbst anstehen in Gebet und Gott fragen, und dort er was schaffen in uns und was immer Situation wir sind, und wir sollen auch anstehen für andere. Ich will uns von dem merken, ich weiß, viele von euch haben mir gesagt, die haben deine Bulletin auf deine Fridge, oder wo immer ihr das haben. Oder ihr habt eine Ordnung steht, wo ihr, eine Tit meine ich, wo ihr Portsaten da und ihr beten für Dinge, wo der Not ist. Und ich will jeden Mut merken, mutig wieder mit dort schaffen, dass ihr kann anstehen im Gebet für andere und für euch selbst. Wir sollen alles zu Gott bringen. 2. Thessaloniker, Kapitel 3, die ersten 2 Versen sagt, es steht. Zu guter Letzt, Brüder, bet für uns, dass Gott sein Wort sich geschwind verbreiten und verherrlicht macht, so als beginnt. Bet auch, dass Gott uns aus der Weise und der gottlosen Menschen, der hängen raten macht, weil es den Menschen glauben nicht alle. Ich würde ihn von dir weiter fragen, ich weiß, der kam auch für das gefragt, dass die dann für die Lehrerschaft beten. In Kraxen war Paulus fragt hier, dass Gott wird Paulus in der Ohren der Lehrer sprechen, dass sie kann der Evangelium mitteilen, sie kann wer sein. Und dass Gott Antwort beschützen, wie dieses Lehrer würden dort auch verlangen von ihnen. Wir würden dafür fragen. Sie wissen das vielleicht auch, aber dort dieses Lehrer, wir sind nicht fehlerlos. Wir sind nicht allerweise. Uns fehlt die Lehrung von Gott, uns fehlt die Unterstützung von Gebet. Und ein großer Part, dass wir Gott lehren, das ist nicht wegen wie Brüder, wenn die Menschen sind, das ist wegen wir wollen unterstützt von ihnen.
So wie freuen bist, dass die wollen für uns leider späten. Uns fehlen die Gebete, uns fehlen die Unterstützung. Nach einer Art Gebet ist, dass wir kommen für den Garten, wie bekennen, wo wir kalt kommen. Dort ist wichtig, dass wir uns ihnen hart untersegen tun und wenn wir sein, Gott offenbart uns, wo wir kalt kommen, dass wir die Dinge bekennen. Und die weiten, wenn du, viele von uns sind befreit gewesen, die weiten dort, wenn du Trouble in Ehe, in irgendeiner Gemeinschaft ist, die Trouble wird erst einmal abgemerkt. Und wenn du Trouble in Gemeinschaft ist, wenn du Uneinigkeit ist, wird das abgeklärt. Die Person, die alles getan hat, die ohne gestartet hat, die soll das bekennen, was sie getan haben, und dann Vergebung fragen. Und wenn wir vor Gott kommen, wir bekennen, wo wir kalt kommen, und Vergebung fragen, dort tun wir durch Gebet. Nach einem Gebet, was die Bibel von reden, und ich glaube, diese Art Gebet, für mich anyways, ist eine sehr große Trost. Und das sehen wir in Römer Kapitel 8, 26 Vers. Römer Kapitel 8, 26 Vers sagt es das. Und gerade so helpt der Jesus uns in unsere Schwachheiten. Weil wir weiten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Jesus, der betet für uns mit so einem Gefühl, dass wir nicht wird dafür haben. Und der unseren Hort untersägt, weit wird der Jesus im Sinn haft, will der Jesus bet für die Herr, du noch, als Gott dort gefällt. Ich weiß, wir gehen mal welche Tiden durch, wo wir weit nicht was wir sollen beten. Uns sind Dinge schwer. Wir fühlen uns so bedrückt. Und alles, was wir in uns Hort haben, sind Fehlungen. Wir weit nicht mehr was von den Fehlungen sind, wir weit bis Dinge sind schwer. Wir können uns nicht tragfingen. Wir weiten nicht, was will Gott in all das. Wir weiten nicht, was wir wollen in all das. Was ist es, für uns lernen, dass wir sollen im Gebet für Gott gehen. Und das sage ich nicht, dass wir sollen feiern, dass wir Motten der Rechte wird haben. In der Englischen, der hat eben sagen, Prayers of Groaning. Und wir würden brücken, dass wir stehen. Wir stehen im Hort, wir kämpfen, wir weiten die Kraft wieder. Und wir sollen uns treisen mit dieser Welt. Gott weit, was ein Hort ist, viel bei das, was wir weiten, was ein Hort ist. Und er steht an für uns. So, was meint er dann, wenn wir das würden beten, ohne Wert? Dort meint er, wie Vater Gott sätten down oder stunden down. Und wir geben uns Hand. Und das ist ein bisschen so, und wenn wir eine schwere Zeit durchgehen, die haben vielleicht mal belebt. Das sind Menschen, die probieren, alle Sorten Rot zu bringen. Und dann sind die Menschen, die kommen, und die sätten mit uns, die rohren mit uns taub. Sie antworten, wenn wir Frauen haben, und das ist alles. Gängen wird, ist unser Trost. Und das ist das Gebet, was wir hier haben, dass wir sind mit Gott taub. Und das ist das Gebet, wenn du nicht wir sind. Und wir weiten, dass Gott erhört unsere Gebete. 5. Mose Kapitel 4, der 7. Vers sagt es das, du hast kein anderes Land kriegt ein Daunt wo groß, was einen Gott hat, der so dicht bei ihm ist. Als der Herr uns Gott nur an uns ist und uns jedes Mal hört, wann wir anrufen. Er sagt, du hast kein anderes Land und er redet zu Israel, aber weg wird sein für uns auch, du hast kein anderer Gott. Kein anderer Heiland, was so dicht bei uns seinen Menschen, sein Volk ist unser Gott. Gott ist bei uns. Gott ist mit uns. Gott erhört jeder Gebet. Jeder Gebet. Das ist nicht ein Gebet, was wir gebet haben, das ist nicht ein Gebet, was wir wollen beten, dort Gott wird nicht hören. Und wir sind so draul in uns Kopf und wir merken uns so drack, wie
wenn andere mit uns reden, dann wir haben zu draken, wir hören vielleicht, was sie sein, aber wir nehmen das nicht an. Das geht nicht zu hart. Wir wollen uns von der merken, dass wenn wir beten, dann Gott ist nicht distracted. Gott kann krack hören, was wir beten, er hört, was wir beten, und er hört, was wir beten. So, was immer wir haben, was immer wir wollen, was immer wir sehen im Hort, werden wir das zu Gott bringen. So, was soll wir beten? Die Bibel lehrt uns sehr klar, dass uns Gebet muss im Glauben sein. Matthäus Kapitel 21, 22, Vers sagt es steht. Und an alles, was je beten, wo je kriegen, wann je Glauben haben. Du wird fertig geredet, weil wir das falsch verstehen. Meint das, dass wenn wir irgendwas beten, dass wir wollen das kriegen? Meint das, wenn ich von einem Brania GMC Pickup beten, sehr schmacker Wetter Pickup, da ich wollte ihn kriegen? So wird das hier lernen. Das. Nur das redet, wo wir uns Hort sollen anstellen. Wir sollen beten mit Glauben. Jo, wir sollen ob sein, dass Gott wird antworten in seiner Weise, was passet ist, aber uns Hort anstellen soll ganz handjef sein. So, wenn wir für welche Dinge freuen tun, wir sollen in Vertrauen und im Glauben uns Hort so anstellen, dass wir vertrauen Gott. Nicht Zweifel haben, nicht sein, Gott wird vielleicht nicht hören, er wird vielleicht nicht antworten. Gott wird jeder Gebet antworten. In seine Zeit, in seine Weisheit, in seine Wahrheit. Und wir sollen und wir müssen Vertrauen und Glauben haben. Das ist eine Wahrheit, wo wir Gott ehren tun. Und das ist wichtig, dass wir uns Hort in der rechten Stadt haben. Willst, wenn wir uns Hort in der rechten Stadt haben, dann wo wir nicht für Dinge freuen, wird uns nicht treffen. So, wir sollen lernen zum Beten mit Glauben. Und was ich dachte an von der Smars, wenn ich diese Botschaft übergehen würde. Wo würden unsere Gebete ändern, wenn wir wörtlich beten würden, mit Vertrauen, jedes Mal wir beten dann? Wir wollen uns mal in diese Gedanken anlassen. Wenn wir beten dann, wo würden unsere Gebete ändern, wenn wir dort wörtlich glauben würden? Und glauben dann, dass Gott uns hören wird und Gott uns antworten wird. Ich glaube, wir würden beten mit Kraft. Wir würden beten mit Vertrauen. Wir würden da Lob sein für Gott, wenn wir mit Glauben beten. Die Bibel lehrt uns auch, dass wir sollen von Hort beten und wir sollen mit Demut beten. In Matthäus Kapitel 6, der 5. Vers lehrt uns das steht. Und wenn je beten, soll je nicht so daunen als der Hechler, der jieren in die Schollen und auf Gossen Eck stonen und beten, so dass die Menschen an seinen sollen. Ich sage ihnen die Wahrheit, die haben ihre Lohn wahr. Lehrt diese Vers, dass viele lehren, dass wir sollen nicht ab Lüdes beten. Da wird diese Vers lehren das. Nur wir lesen erst, dass wir sollen mit ordentlich beten. Das meint nicht, dass wir sollen nicht für ordentliche Menschen beten. Was das zu reden ist, was ist uns Motiv mit für ordentlich beten. Er redet hier von, wir sollen nicht beten, so dass uns seinen tun. Wir sollen uns nicht schämen mit beten, aber wir sollen nicht beten, so dass Menschen uns besser wollen sein. Ja, vielleicht mal beobachten, vielleicht haben Sie selbst das getan, wo je viele Menschen stehen und die denken, wenn wird, kann ich brücken, was sehr schein hier und dass Menschen wollen sein, weil Gott ich beten kann. Das Wort Jesus von reden wird. Wir sollen beten zu Jesus und für Jesus. Nicht, dass Menschen uns kann sein und glauben, die Person ist sehr heilig. Und so eine Person nennt Jesus hier ein Hechler, wenn sie dann dort für die richtige Ursache für die Ordnung beten. So, wir sollen mit Demut beten. Wir beten zu Gott, für seine Ehre, für seine Herrlichkeit.
nicht unseren Ihnen. Eine Weise, wo wir beten sollen, ist, wir sollen von Hort beten und ob sein und treu sein zu dort, was in Hort ist. 1. Thessaloniker Kapitel 3, der 10. Vers, und es sagt, wir beten Tag und Nacht, dort wir jünt persönlich besegnen können und jünt mit mithelfen, was jünt noch im Glauben fehlt. Hij betet Tag und Nacht. So dat is een leven wat van hart is. En wat ik geleerd heb van zo'n soort gebed, dergen dag, dan brauchen niet dat we ons, wo immer wir sind, wir dürfen nicht uns knien, aber dergen dag, voor wir zu Gott sein, wat uns wat befallen wird. Wir wollen das nach Gott bringen, das ist nicht, dass wir in eine Dose haben, wo wir alle unsere Gebete nennen tun, und wenn die Dose wässert voll ist, dann können wir das zu Gott bringen. Dergen dag, wenn wir in die Gedanken haben, irgendwas haben im Hort, irgendwas in die Gedanken, werden wir die Füße nach Gott bringen. Dass wir dergen Tag beten dann. Hebräer Kapitel 5, der 7. Vers lehrt uns wieder, als Jesus auf der Erde lebt, haft er zu dem, der von dort raten kann, Gebet und gepraat und geschrien mit Tränen. Und Gott hat dort angenommen, wird er in ihren hielt. So Jesus, das Bet von Hort, hat gepraat, er hat geschrien, er hat gebet mit Tränen. Und so sollen wir auch zu Gott beten. Und dann wieder, wir sollen beten mit dem rechten Motiv. Jakobus Kapitel 4, 2 bis 3 sagt es dort. Je sind begierig und je kriegen dort nicht. Je morden und näden und je werden nichts. Je streiten und kämpfen und haben nicht, was je wünschen, willst je dort nicht daran beten. Je beten und kriegen dort nicht, willst je mit falschen Aufsichten beten. Je prachen und sagen, je ihnen Lust zu befrieden. Was er hier lernt, der dort fragen, Gott wird uns Gebeten nicht antworten, wenn wir fragen mit dem richtigen Motiv. Und ich glaube, das ist, wo wir müssen lernen, wo passen unsere Gebete taut mit uns Glauben. Wenn wir in Glauben haben, was angegeben ist, und uns vertrauen an Gott ist, und seine Gnade, und dort, was Gott ist, dann wollen wir mit dem richtigen Motiv beten. Und kann auch sein, wenn wir wollen mit dem richtigen Motiv beten, dann wird Gott unsere Gebete antworten. Ja, da wird einmal passen, das Port von seinem Plan. Da wird einmal, was Gott ist für uns und für andere sein. Aber wenn wir wollen mit dem richtigen Motiv beten, dann wird Gott unsere Gebete antworten. Ich will uns weiter halten denken, dass Gott antwortet unsere Gebete. Johannes Kapitel 16, der 23. Vers sagt es dort, wenn der Tag kommt, wo je mich noch nicht mehr freuen. Ich sage je das Wort, mein Vater wird jünt alles geben, Wort je in meinen Namen freuen. So das ist wichtig, dass wir ein Vertrauen haben, dass Gott unsere Gebete wird erhören und auch antworten. Ich will weiter auch tauschen, dass ich persönlich kämpfe mit das. Wo ist das dort, ich habe Gebet für gewisse Dinge, ich habe das mit einem vollen Glauben Gebet. Ich habe das mit einem ganzen Vertrauen Gebet, dass Gott wird mich antworten. In so einer Weg, zu was ich freuen will. Und doch Dinge fallen anders aus. Ich habe Gebet für mehrere Jahre und nichts habe geändert. Ich weiß, viele von euch haben für Dinge Gebet, für große Dinge Gebet, dass sie würden Gott lernen können. Was dürfen wir sagen in so einer Situation? Wir können uns trösten mit das. Gott ist armer Gott. Gott ist uns armer Gott. Gott, der nicht irgendwas, was artig ist. Und Gott weiß alles, ist allwes. Er wird unsere Gebete antworten. So ist arm dort gefallen wird.
Und es sind Tiden, wann wir können es nicht verstehen. Und wir sind so fast an Gott seine Antwort, die mit krasse sein ist, zu was ich beten da. Aber fertig Gott Antwort an sie Gebete in andere Weg. Und kann ich hoffen, ans denken, dass nochmal Gott seine Wege sind besser und tiefer und grater. Ist der Weg, was wir uns verraten gemerkt haben. So werden wir uns hingeben zu Gott, dass er unsere Gebete wird antworten in seiner Weg, was für uns passt ist und für seine Ehe und seine Herrlichkeit. Port von Beten, dann, wenn wir eben gehen, der nächste Punkt, und dort ist, Port von Beten ist Meditation oder eine Plotdeutsch, wie wir sagen, Besennung oder Nachdenken. Wir passen diese zwei Taub. Und ich weiß, wenn wir von Meditation reden, dann, das wird erst ans vielleicht ein bisschen stech, wegen wir weiten das an ohne Glauben, was Meditation eiven dann, und dort gesund ist. So, was wir da verstehen, dann, würde ohne Glauben da lernen, dann, wir sollen unsere Gedanken ladig merken. Und dann sagen wir ganz ob, was einmal der Erste, was in der Welt sein, was einmal sei, uns fallen dann, dort als Gott. Und das so verstehen viel Glauben dort. Wir sollen uns ladig merken, so dort, was einmal Erste sind, wo einmal Erste Raum uns sind, dass uns fallen kann. Dort ist nicht, was die Bibel lernt von Meditation. Was die Bibel lernt von Meditation, ist, dass wir sollen uns fallen, nicht ladig merken. Wir sollen uns fallen mit Gott sein Wort und mit Gebeten. Wir sollen dort nur denken, nicht ladig merken, nur denken, wo wir mit Gott stehen. Und wir sollen uns aufmerken, zu was Gott will zu uns sein. So, es ist nicht, dass wir uns ladig merken, wir sollen uns fallen. So, das ist ein großer Unterschied an diesem Punkt besonders. Warum ist Meditation oder Nachdenken wichtig? Dort ist, wo wir unseren Hort, unsere Gedanken still merken, so dass wir von Gott hören und so dass wir mit unseren ganzen Gedanken, mit unserem ganzen Hort zu Gott beten. Und ich glaube für uns, wir hier in Ontario und besonders in Limiten, wo wir leben in einer Zeit, wo wir uns sehr drauf merken. Dann. Wir sind so abgespielt. Wir sind so drauf. Und unsere Gedanken, die sind so droll. Wir wollen meiden, wir tauben uns meiden mit all unseren Gedanken, mit allen Dingen, was wir tun. Und ich habe gelehrt, das ein Ding tun ist so wichtig, dass wir, wo immer wir können, dass wir vielleicht auf Port gehen und wir uns selbst stellen tun. Dass wir Ruhe im Hort haben, Ruhe haben in unsere Gedanken. So, wo können wir in Meditation angehen oder Nachdenken angehen? Es sind ein bisschen ein paar Punkte, die ich will mitteilen. Erst, dass wir sollen diese Zeit brauchen, zum Nachdenken und was Gott sein Wort sein wird. Psalm 119, 97 sagt es dit. Du schmitzt alle Gottlose auf die Erde weg als Aufgang. Du wegen sind mir deine Gesetze so viel wert. So der Englische sagt, I meditate on your law. Ich dort nachdenken, wofür wird die Gesetze sind zu mir. Eine Ursache, warum das wichtig ist, ist, dass wir halten uns denken, was Gott getan hat. Wir halten uns denken, was Gott gesagt hat. In unser Zweifel. Uns Zweifel ist das schwanste Pferd. Wir kämpfen mit unserem Zweifel, das möchte, wenn wir Druck sind. Wenn uns Hort Druck ist, wenn unsere Gedanken Druck sind. Und wenn wir wollen, loslassen und für Gott setzen, und alles still ist, dann können wir von Gott hören. Ich glaube, ein Beispiel, was mir halten das und Meditation ist das.
Jesus ook, je had een smartphone wat je materiaal doen, dat is te helpen, maar dat is nog meer een nieuwe stich. Besonders wanneer het allemaal ring dat, allemaal luid is. Wat dat we ons voelen, wanneer we zijn, en we willen gaan dat we dat stil zijn, we merken ons phone de volume ganz auf, we mute. Dat het bus reizen dat, wanneer we dat naar voren gaan, dat we dat feilen kunnen, maar dat merkt geen geluid. Aber nochmal sagt wir uns vorn, wo han, und wir verjeten, wo wir die Han saten down, und wenn dort keine Leute merken, dat, wenn er ringen, das ist dann vielleicht schwer zu finden. Wir würden dann vielleicht uns vorn, so dass wir können hören, wo der ist, aber der merkt keine Leute. Was tun wir dann? Wir merken sicher, dass der Stoff ganz still ist. Ganz still. Dann fangen wir uns von und wir horchen. Irgendwo kann ich dort hören, ganz still, du redest dort. Dann können wir uns von fingen. Das ist, was Meditation ist für uns als Christen. Dort wir uns hart an unsere Gedanken still merken, so dort wir können Gott seine Stimme hören. Und das ist sehr wichtig, dass wir das tun. Wir fallen uns verken, jährlich gesonnen sein, das meint, wir sind abgespielt, wir sind mehr ewig über Gott, sein Wort. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, still sein, so dass Gott kann zu uns reden und dass wir können zu Gott auch reden. Ich will von dir schließen, mit uns helfen, denken, wo wichtig Gebet ist. Und wo wichtig das ist, dass wir uns hart still merken und dass wir uns hart an Gedanken fallen mit Gott sein Wort und Gott seine Gedanken. Und ich will schließen mit dem Gebet. Und ich will jeden von dir eine Gelegenheit geben, wir haben mal auch getan. Ich will jeden eine Gelegenheit geben, wann die Gebet erfüllen von dir Smars. Ich will hier fern sein. Und wir wollen ein Lied singen, Schlusslied singen. Dann wollt ihr nach fern kommen, dann wollt ihr ihn kreieren, wann ihr wollt. Nach fern kommen für ihr Gebet. Ihr seid sehr willkommen. Ich will für ihn beten und mit ihn beten. Und wenn ihr wollen, nicht geblieben für ihr Gebet, ihr könnt verloten und dort in Büten spazieren. Aber ich will von der uns eine Gelegenheit geben, wer wir uns heute still merken. Wer wir unsere Gedanken still merken, so dass wir von Gott hören. Und so dass wir alles, was wir sind, nach Gott bringen. Ich würde die Singergruppen abkriegen und dann werden wir noch schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, dankbar. Wir sind dankbar von dir, Smars. Dort, wann wir beten, taubst es nicht Tag von dir, oder wenn wir allein sind, privat, so wie wir sind, wo immer wir sind, dort du unsere Gebete hören das und du unsere Gebete antworten das. Gott, ich bete für jede Person, die hier ist, dass du uns ein Verlangen geben, dass wir mehr von Jesus wollen, dass wir mehr von Jesus kriegen und dass wir lernen, wo zu beten. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.